Mr. President. Wir sind die Abordnung der Studentinnen und Studenten von der HU, haben einen kleinen Redebeitrag vorbereitet. Wir standen schon mal hier, haben uns mit ihnen unterhalten, das hat nicht gefruchtet. Wir probieren es ein zweites Mal. Auch Sie sollen als Erziehungswissenschaftler die Chance haben zu lernen. Also im Januar gab es an der HU eine Vorversammlung und die Resonanz war riesig. Mehr als 1000 Studierende waren dabei. Im Rahmen dieser Vorversammlung haben Forderungen an das Präsidium der HU und den Berliner Senat gestellt. In einem ersten Schritt wurde die Unileitung dazu aufgefordert, die Auswirkungen und der Unterfinanzierung offenzulegen und die Fakten bekannt zu machen. Auf der Vorversammlung haben wir uns außerdem mit den anderen Statusgruppen unserer Universität solidarisiert und fordern das Ende der prekären Arbeitsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittelbau und bei den sonstigen Beschäftigten. Außerdem sollten die Präfizsekretärträger der unterbezahlten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfristet werden. Gute und freie Lehre hat ihren Preis und funktioniert eben nicht im Freijahrestag. Die Betroffenen haben die Planungssicherheit verdient. Darüber hinaus fordern wir die Demokratisierung der Universität. Es kann doch nicht sein, dass die Macht sich beim Präsidenten und wenigen Professorinnen und Professoren konzentriert und die Studierenden, die die große Mehrheit der Uni ausmachen, keine Mitbestimmung haben. Eine Fakultäts- und Governance-Reform, die diesen Forderungen nicht in Rechnung trägt, lehnen wir daher strikt ab. Nicht zuletzt kritisieren wir Studierenden, dass die Universität nicht für alle Menschen gleichermaßen offen ist. Ausländische Studierende und Studierende mit Migrationshintergrund werden systematisch benachteiligt. Das wird durch ein spezielles Bewerbungsverfahren für ausländische Studierende, das wie bei Uni-Assis läuft, deutlich. Unsere Forderung ist klar. Uni-Assis muss weg und Rassismus an der Universität muss bekämpft werden. Das ist nicht gut. Über die Haushaltssituation an der HU. Es muss von dem Präsidium genau geklärt werden, wo es den Rotstift ansetzt und welche Stellen durch das 10 Millionen Euro Haushaltsloch in Gefahr sind. Da es bereits absehbar ist, dass diese Unterfinanzierung früher oder später zu harten Folgen führen wird. Welche Einschnitte sind geplant, wo fallen Stellen weg, welche Institute sind betroffen und wie soll die Universität die Kosten der Fakultätsreform tragen? All das ist noch völlig unklar. Als Antwort auf diese Forderungen hat Herr Orwitz nicht mehr geschafft und unser Forderungskatalog scheint völlig unbeachtet zu sein. Wir dürfen uns nicht von netten E-Mails des Präsidiums beruhigen lassen. Wir dürfen nicht so lange warten, bis wir alle betroffen sind und auch unsere Studierenden gestrichen werden. Deshalb sind Studierende heute nicht nur in Berlin, sondern bundesweit unterwegs. Gegen chronische Unterfinanzierung, wegfallende Arbeitsplätze, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und nicht zuletzt gegen Rassismus an den deutschen Hochschulen. Lasst uns also das Präsidium aufwecken und unsere Präsidenten dazu auffordern, im Interesse der Studierenden zu handeln